Mama! Mama! Entschuldigung. Sie, entschuldigen Sie, haben Sie meine Mama gesehen? Ich habe gehört, man wird im Jenseits von den Angehörigen erwartet. Und jetzt ist keiner da. Aber schön habt ihr es da herum. So schön ruhig. Ja, Herr Reichert, blitzt, Robby. Und was tut man, wenn's blitzt? Hm? Donnern? Ja, was denn sonst? Donnern tut man. Oh, muss ich denn alles selber machen? Blutkünstler. Ja, schau dir das an. Wird das noch immer mit der Hand gemacht? Nein. Sie, gerade wie ich noch drunten gesessen bin im Auto, habe ich mir gedacht, auwe, da zieht sie was zusammen. Aber ich hätte nicht nach oben schauen sollen. In dem Moment ist so ein Depp von der Stoppstraße rausgeschossen. Der... Ich wollte ihn auf nicht stören. Herrschaft, sind das komische Vögel da herum? Der wird die Geschichte jeden Tag dreimal hören. Mama! Hallo, hallo Sie, kommen Sie mal her da. Sind Sie der Herr Wimmer? Jawohl, Wimmer Alfons, geboren 19.11.51. Und gestorben? Gestorben bin ich auch schon. Das ist so dumm hergegangen, der ist aus der Stoppstraße Herr Wimmer, rausgeschossen. schauen Sie, das ist Ihr Zettel, da steht alles drauf, gell? Herzlich willkommen. Frau Ügrewitz, Sie sind dann die Nächste, Sie müssen dann hüpfen, gell? Sie, entschuldigen Sie, wo ist denn meine Mama? Was? Ja, weil ich habe gehört, man wird von den Angehörigen erwartet und jetzt ist kein Schwein da. Herr Wimmer, für solche Späße haben wir früher mal Zeit gehabt. Ihre Frau Mutti ist längst wieder im Einsatz. Im Einsatz, was heißt im Einsatz? Ja, haben Sie noch nie was von Wiedergeburt gehört? Wiedergeburt, freilich. Was? Wiedergeburt? Ja. Ist Mama schon wieder Trutt? Gerade jetzt, wo ich herum bin. Ja, mei, so geht's, gell? Wo ist denn jetzt? Sie kennen doch die Christiane Faulberger. Faulberger Christiane, freilich, das ist das kleine Techterl von unseren Ja, Nachbarn. genau. Und das ist die Wiedergeburt von Ihnen, Frau Mutti. Die Christiane? Ja. Frau Brahatitzer, Sie sind dann die Nächste. Sie müssen dann hüpfen, gell? Die Christiane, darum hat sie die allweil so an mich hingehängt. Ich hab mich gewundert, warum das Kind so lästig ist. Die Christiane, wenn ich das geahnt hätte, ich hätte doch Mama zu ihr gesagt. Und der Papa? Was ist mit dem Papa? Der Papa ist jetzt in Osnabrück. In Osnabrück? Ja. Muss er da Hochdeutsch reden? Nein, im Moment redet er noch Spanisch. Spanisch, das kann er ja erst recht nicht. Doch, der ist doch jetzt das Kind von einem Kolumbianerpaar und wohnt im Asylantenheim. Der Papa, Ja. der war Beamter. Ja, aber diesmal darf er die deutschen Behörden von der anderen Seite kennenlernen. Er ist doch Beamter geworden wegen der sicheren Zukunft. Ja, jetzt regen Sie Ihnen nicht auf, Herr Wimmer. Der Papa ist ganz fröhlich, der hupft mit die anderen Kinder umeinander und spielt mit die Pupperl. Was? Mit Pupperl? Ja. Der Papa? Der ist doch jetzt am Mäderl und heißt Carmencita. So, Frau Bratitzer, da ist Ihr Zettel. Bitte schauen, gell? Bitte schauen. Also Sie als Mädel kann ich mir den Papa überhaupt nicht vorstellen. Der hat eben einen Schnurrbart gehabt und eine Glatzen und alles. So. Ja, und die ganzen anderen von früher, der Onkel Berti, Feuchtenberger, Oma, Ja, der alle wieder Erich. im Einsatz, Herr Wimmer.
Jetzt, das ist doch unmenschlich. Was? Bin jetzt ich ganz allein da herum, oder wie? Ja, nicht mal lang, Sie sind auch gleich wieder drunter. Was? Ich? Ja, da, schauen Sie doch mal auf Ihr Zettel, da steht's doch da. Haunersche Kinderklinik, Notgeburt. Nein, ohne mich. Was? Herr Wimmer, wir brauchen Ihre Seele. Sie können doch das arme Kind nicht ohne Seele auf die Welt kommen lassen. Ich wollte mich erst einmal ein bisschen ausrasten da herum. Was? Einmal nur auf die Wolken umeinander sitzen und blöd schauen. Also, Vielleicht einmal ein paar Flugstunden nehmen, wenn das Klump überhaupt zum Brauchen ist da. Jetzt schickt's erst einmal wie im anderen an. ja, aber wir haben niemand anderen mehr da herum. Was? Ja, da unten gibt's fast 6 Milliarden Menschen und es werden jeden Tag mehrere. Wir brauchen jede einzelne Seele. Sie können doch die Leute nicht alle als Zombies umeinander rennen lassen. Ui, Herr Wimmer, das pressiert ja schon gegen es weiter. Ihre neue Mutter wird ja schon rasiert. Was? Was Für wird? Kaiserschnitt. Für den Kaiserschnitt. Was ist denn das für eine Frau Kennedy überhaupt? Das ist eine hochintelligente Person, Herr Wimmer. Ich frage nicht nach der Intelligenz. Wie schaut's aus mit der Milchbildung? Ja. Habt ihr Mannsbrüder nichts anderes im Sinn, ha? Ich frage sozusagen schon als Säugling. Herr Wimmer, jetzt schaust du das an. Herr Wimmer, jetzt stellen Sie Ihnen doch nicht so an. Was wollen Sie mehr? Schauen Sie, Kaiserschnitt. Da wird Ihr Kopf nicht wieder so entgegengezogen wie beim letzten Mal. Das sind immer diese leichtfertigen Versprechungen. Bevor ich mich jetzt wieder in irgendeine Familie reinhock, da möchte ich vorher ein bisschen was wissen. Wie schaut's bei denen finanziell aus? Steinreich, Herr Wimmer. Was, steinreich? Ja, bitte. Da ist was da. Da ist was da. Dann kriege ich ja diesmal vielleicht sogar ein Tretauto. Ja. Wissen Sie, bei meinem letzten Vater hat's für ein Tretauto nie gelangt, was Ja. ich hinbedelt habe. Ja, der Herr Wimmer ist noch da, aber der hüpft gleich. Herr Wimmer, Anweisung von ganz oben. Sie müssen nicht in diese Familie da. Nein, wenn ich da ein Tretauto kriege. Bleibst da. Ja, ich notiere. Wo muss er bitte hin? Nordafrika. Sahelzone. Und die Familie heißt wie bitte? Uruhurmu. Und das Dorf? Oklakranachig. Sie, jetzt tun Sie einer da gar nicht lang Ich anstrengen. habe es notiert. Wiederhören. Ich gehe da hin. Immer, euch ist wieder ganz anders. Da müssen Sie jetzt hin. Sahelzone. Ja. Wo ich keine Hitze nicht vertrage. Die schaffen schon, Herr Wimmer, gell? Ich mag da nicht hin. Ich bin für sowas gar nicht qualifiziert. Ich kann kein Arabisch. Nichts lernt man so leicht wie die Muttersprache, Herr Wimmer. Schauen Sie, dass weiterkommen, wenn ich mehr so Deppen da hätte, der durchdrehen. Furchtbar, was mit der nervös. Ha, was tut's denn schon wieder da? Kriege ich jetzt dann diesmal wieder kein Tretauto oder was? Herr Wimmer, im nächsten Leben vielleicht. Diesmal spielen Sie mit Storndl und Käferl und Kamelfladen. Blutswiedergeburt. Warum sagt dann denn das vorher keiner, wo man da überall hinkommen kann? Dann hätte man sich einmal ein bisschen eingesetzt für solche Gegenden. Ja. Genau an diese Familie hätte ich gespendet. Scheiße!